Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus mit dem FC Basel. Wir kommen heute weiter mit dem FCB, versuchen so weit wie möglich zu kommen. Wir werden da zwei, drei Spiele spielen. Jetzt haben wir unser erstes Lugano werden wir simulieren. Aber, jetzt sehen wir, du stellst dich anders. Genau, ich habe ein bisschen rotiert, ein bisschen einfach zum durchrotieren, damit wir alle spielen. Wir spielen mit Dragowski, Traoré, Suchi und Sar, weil der Oxford verletzt ist. Das Safari spielt anstelle vom Lang. Zu viele Franzosen sind gesetzt und vorne die drei neuen, Steffen, Bianas und Boetius. Bianas als ZOM kann er mittlerweile auch spielen, komischerweise. Das war am Anfang schon Spiel gewesen. Wahrscheinlich, wenn wir Update kommen und vorne drinnen nicht der Embolo, sondern der Iten, der jetzt seine Chance bekommt gegen den FC Lugano. Was wichtig noch zum Sache ist, sagen ist, die drei Hauptoffensive von unserer Mannschaft, der Gold, Fernandes und Embolo, die spielen heute auf der Ersatzbank. Lugano hat im letzten Spiel 2-0 gegen Vaduz gewonnen, 1-2 gegen St. Gallen verloren und unentschieden gegen Thun gespielt. Und sie spielen mit einer 4-3-3. Jetzt am Sonntag, 27. September, am 4 live auf SRF 2. Gehen wir rein und Sophie macht das so Goal. Nach der zweiten Minute Traoré bekommt Gel. Sie spielt mit Botani und der Salvi ist noch nicht mal in der Startaufstellung. Rossi schießt das 1:1. Das ist ein schlechter Einstand für Dragowski. Das erste Mal in der Liga. Embolo kommt hier für die Iten. Will noch ein bisschen Schwung bringen. Franz bekommt Gel. Kümmert für Sar. Steffen macht das 2:1 und Franzon holt sich die gelb-rote Karte. Also er hat wenigstens einen neuen getroffen heute, wo er heute die Chance bekommen hat. Und wieso ich rotiert habe? Genau, weil wir spielen gegen Florenz und das ist eigentlich der stärkste unserer Gruppe. Da tun wir nochmal die gleiche mal trainieren. Dragowski steigt auf das 72, Sar steigt in 3 Bereich, der Salvi kommt ganz nah an das 52, Embolo steigt auf 78 und der Gold bleibt auf seiner 73 sitzen. Haben wir 3 Nachrichten, gehen wir rein. Kein Glück in Saudi-Arabien, das heisst, nein, da lassen wir. Pressekonferenz, natürlich tun wir unsere Jungs motivieren. Und der Franzon ist gesperrt. So, und dann gehen wir hier ins Spiel. Oh nein. Oh, 5 Nachrichten. Monatsbericht. Gut, Jugendmannschaft. Nico Salvi, 52, 16, hat Potenzial auf 85. Behalten wir mal. Denke ich mal, da können wir sicher mal etwas machen. Aktuell aus England schauen wir später an. Monatlicher Scouting-Bericht. Der Nick Alesevich. Nein, eigentlich kann ich wieder ablehnen. Und der Roberto Emanuel von Niederhäusern. 17, 54, 91 Potenzial, Scouting mal fortsetzen und dann haben wir 2 neue Vorschläge und der Delgado will spielen und der Embolo will spielen. Gut, das werden wir gerade machen. Also, da sehen wir unsere Aufstellung in der Partie. Bis nachher und ciao. Herzlich willkommen zusammen zum zweiten Spiel von der Europa League. Der FC Basel empfängt die Italiener von Florenz im St. Jakob Park, wo natürlich ausverkauft ist. Ich bin nicht einmal Fuß, sondern der Alessio vom Kanal Italiano. Er spielt der dritte gegen den vierten Fiorentina, jetzt unter Zugzwang, nachdem sie gegen St. Etienne verloren haben. Basel hat noch Chancen, auch noch gegen St. Etienne zu gewinnen. Und wir sehen hier Basel, wo natürlich vorne spielen will, aber der Spieler im Fokus ist Ilicic, Stürmer vom Florenz, der Slowen. Natürlich heute im Fokus, er will Italiener abschiessen, die Schweizer abschiessen, und das ist die Aufstellung von der Schweizer. Dragowski im Goal, mit der Verteidigung Traoré, Suchi, Sar und Lang in der zentralen defensiven Mittelfeld. Delgado, Zuffi vorne, die 4 gewonnenen, Fernandes, Gold, Embolo und Boetius. Die wollen natürlich auch die Verteidigung aufmischen. Der Valero, der sich dann am Einwärmen ist, der Spanier als Schiedsrichter, der Auswärtsfan natürlich auch mit dabei, und wir gehen ins Spiel. Basel, also die Hai, hat die Chance, sich noch voran mitzukämpfen. Fiorentina muss heute zeigen, dass sie wiederkommen.
und versuchen, aber machen das nicht gut, verlieren da sofort den Ball. Delgado, der heute auf eigenen Wunsch spielen hat wollen, mit dem ersten Fehlpass auf den unaussprechlichen Namen vom Goalie von Florenz. Christian Tello, der ausgelehnt ist vom FC Barcelona, natürlich jetzt gerade am Ball. Ilicic mit dem ersten Ballberührung. Traoré aber mit dem ersten Ballverlust für ihn. So, Fiorentina versucht da überhaupt irgendwas Lauf zu finden für Passli. Und Fernandes macht das gut, stellt der Valera schon in der eigenen Hälfte unter Druck. Jetzt aber Ilicic frei. Pass zum Kalinic. Pass aber Ilicic. Vielleicht jetzt Italiener, aber Sarr mit seiner jungen 20 Jahren macht das gut. Wartet auf Anspielmöglichkeit Ryan Gold. Und vermisst da leider den Ball auf der Linie. Die Italiener ja bekannt für die starke Offensive mit dem Tello und mit dem Ilicic. Basler greift früh ein, Tello wieder einmal am Ball, versucht sich durchzusetzen gegen Boetius, der auch mit hinten aushilft. Und da wird ein Basler umgerührt, Spiel geht aber weiter Embolo, weiter auf Fernandes, der weiter auf Boetius, vielleicht jetzt der erste Angriff. Boetius mit Flanke in der Mitte, Embolo! Aber der Ball kommt leider nicht an und die Fiorentina kann den Ball sicher mal aus dem eigenen 16er rausbringen. Und vielleicht jetzt mit dem Konter. Kalinic jetzt zu Tello auf der Seite lang. Kommt nachher. Aber der Tello kommt zur Flanke und Flanke bringt nichts hin. Delgado jetzt aber versucht den Ball sofort gefüllt zu schwingen und der Fernandes wird da umgerührt. Der italienische Spieler und der bekommt direkt gelb. Das war der Bardelli. Traoré, jetzt mal auf Außen zu Gold. Gold setzt sich durch. Gold mit ihr. Erster Schuss an die Latte. Erster Schuss von Ryan Gold und der hätte direkt gesessen, wenn der Ball nicht an die Latte wäre. Es geht Eckball. Aber der Ecke dafür nicht so gut. Traoré vielleicht aus der zweiten Reihe und der Goalie von der Fiorentina kann den Ball nicht festhalten, weil es wäre gefährlich geworden, wenn Embolo früher natürlich gestanden wäre. Suchi vermeidet gerade noch in extrem Konter und Sufi holt den Ball zurück. Ball direkt zu Embolo. Embolo rutscht aus, trifft den Ball aber noch. Und der Schuss aber kein Problem für den Fiorentina-Goalie. Das Spiel jetzt wird langsam attraktiv. Es geht hier und her. Fiorentina sucht das 1-0, aber Basel natürlich auch. Vor allem wenn sie die Heim spielen. Wenn sie die Mutanzenchor im Hintergrund hören. Traoré mit dem Ballgewinn. Setzt sich durch. Sucht Anspielstation, findet Embolo, der sich super frei setzt. Embolo, aber der Schuss landet im Nichts. Es gibt Abstoß für Fiorentina. Jetzt haben die Basler aber Druck aufbauen, sofort zu der ersten Chance mit dem Lattenschuss von Ryan Gold. Hochcharakter und Embolo gewinnt den Ball. Sofort Ball zurück auf Boetius. Aber er verliert den Ball. Jetzt vielleicht die Italiener mal mit einem Konterversuch. Ilicic auf Valero. Der über zu Marcos, aber der ist kein Problem für die Basler Verteidigung. Oh, und das Boetius jetzt mit einem Fehlpass. Jetzt vielleicht Italiener Bernardeschi, Entschuldigung, mit dem Schuss. Aber auch der geht leider drüber. Delgado, Basler, zeigen, dass sie für den spielen. Traoré jetzt vielleicht mit einem Schub auf der Seite. Mit dem Flagge in die Mitte und Embolo per Kopf. Embolo per Kopf. Nach Vorlage von
Traoré setzt sich gut auf der Seite durch, schnell als sie gegen Spieler. Flanke perfekt mit und Embolo mit dem Flugkopfball zwischen beiden Verteidiger durch. Der Goalie kommt noch an, aber der Ball ist im Goal. Basel führt also mit 1:0. Für das 2:0 ist es leider noch zu früh. Jetzt sind wir gespannt, wie die Italiener reagieren. Mit einem Fehlpass, wo ein Abstoß rausgeht für den Dragowski. Traoré, der ein gutes Spiel macht. Ryan Gold. Auf Zuffi. Der setzt sich durch. Schickt Fernandes und da Runzus, oder wie der Name ausgesprochen wird, mit einer guten Chance jetzt Saar, vielleicht mit dem Kopfball ab, der geht deutlich drüber. Bei dieser Halbzeit, in 2 Minuten vorbei ist, hat der FCB 7-mal aufs Goal geschossen und Fiorentina nur einmal. Basler legt sich zurück, jetzt während die 3 Minuten jetzt noch am Spielen, spielt wahrscheinlich auch auf Konter, sind alle in der eigenen Hälfte. Die Italiener versuchen jetzt vielleicht nochmal mit einem Angriff etwas zu reissen. Ball jetzt aber gefährlich auf der Seite, Bernardeschi und das war Offside gewesen. Der Schiri recht spät abpfifft. Saar. Versuchen Basel mal einen Angriff. Ja, sie versuchen es, haben sie jedenfalls versucht jetzt, aber mit dem Ballverlust vom Lang Bernardeschi läuft zum Goal rauf, aber der Schiri pfifft ab. Das war die erste Halbzeit gewesen. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit Basel gegen Florenz. Es ist bis jetzt noch nichts passiert, also kein Wechsel. Basel führt mit 1:0 nach einem guten Kopfball vom Embolo. In der anderen Schweizer Partie liegt IB 2:0 hinten gegen Anderlecht. Embolo! Sofort nach Spiel, einer Abpfiff, macht er das 2:0 und das fast aus dem Stand. Da wartet er noch ein bisschen, läuft noch ein Schrittchen und schließt fast aus dem Stand ab. Lang setzt sich durch, der Ball in die Mitte, erwartet noch einen Moment und zieht noch sofort ab. Und genauer kann man nicht schiessen, der Ball geht via Pfosten ins Goal. Und das heißt, der FCB führt 2:0 und Fiorentina hat jetzt einen Zugzwang, muss jetzt unbedingt das Goal schiessen. Aber da kommen wir nicht dazu. Sie verlieren immer wieder den Ball. Fernandes verliert, Pass zu Boetius. Der Ball wieder zu Delgado. Und Delgado leider zu langsam für Gonzalo, wo der Ball rausschlägt. Es gibt Einwurf für den FCB. Ball weiter zu Boetius. Oh, und das macht er gut, aber wird gefällt von Baldelli, so schwer durch gewesen. Geht erst der Freistoß, der flankt Rie, Embolo mit dem 3:0 und der rastet komplett aus, macht das 3:0 für den FCB und das heißt, er schießt sein Hattrick gegen Florenz. Was ist mit der Fiorentina los? Noch kein richtig guter Angriff außer dem von Bernardeschi, die erste Halbzeit, und Basel kommt da immer wieder zur Chance und Embolo schießt die Italiener fast im Alleingang durch. Der wird wahrscheinlich auch schwierig sein zum Heben, aber der wollen wir natürlich haben. Und der sofort wieder im Ball. Mit dem Pass zum Fernandes. Aber das Tori kommt vor eine neue und mit dem Foul. Ja, da kommt der Sport hier. Nimmt der Fiorentina Goalie mit. Und es gibt Freistoß für die Fiorentina. Fernandes bekommt Geld. Und die Italiener haben abgewechselt. Sie bringen Costa für Baldelli. Und
bringt aber auch nichts, sie verlieren sofort wieder den Ball. Boetius setzt sich gut durch, aber dann legt sich der Ball viel zu weit vor. Wir wechseln gerade. Wir können jetzt mal live dabei sein, bevor ich da alles schneide. Wir nehmen den Gold raus, wo im Moment nicht so ein gutes Spiel macht. Dafür wahrscheinlich gegen IB spielen, dafür nehmen wir den Steffen hier. Wechsel erfolgt, also Steffen spielt jetzt auf der neuen Stelle vom Ryan Gold. Gonzalo. Oh, ganz gefährlich, was er da macht, vor allem wenn man schon 3-0 hinter steht. Da läuft der Steffen aber erstmal aus dem Spielfeld raus. Schon gemeint, er ist verletzt. Geht da auf Kalinic. Der Ball weitergeleitet, aber die Verteidigung vom FCB macht das super. Delgado. Weitergesetzt auf den Ball zum Boetius. Zuffi. Und es gibt den Vorteil, zählt nicht mehr, es gibt Freistoß für den FCB. Sar, direkt mit dem Pass zum Delgado. Der setzt den Ball durch die Lücke für Boetius. Der mit einem kurzen Trickli verliert den Ball gegen Blaszczykowski, der vom BVB gekommen ist. Marcos. Ball zurück, die Italiener suchen fast, könnte meinen fast nicht den Angriff. Valero. Vielleicht jetzt wieder einen Ball führen, aber der Ball führt dazu, wiederum verliert er den Ball an Ilicic und er geht weiter an Kalinic. Jetzt vielleicht mit einer Flanke, wo aber wirklich ins Nichts landet. Jetzt vielleicht nochmal von Fiorentina, Blaszczykowski. Aber Zuffi macht das super. Sucht Anspielstation, gibt ihn aber an Boetius. Auch ein Boetius mit der Roulette. Gonzalo, aber der Ball zurück an Fiorentina, Kohli. Jetzt vielleicht Einwurf für Fiorentina. Die letzten 15 Minuten vom Spiel sind abgebrochen. Boetius mit dem Ballgewinn, wo frenetisch gefeiert wird von den Basler Fans, dreht sich einmal um die Achse und ist schon durch die italienische Bank, setzt sich gut durch, aber der Valero kommt hinten aushelfen und verhindert eine weitere Chance für den FCB. Traoré mit dem Ball zum Steffen, der weiter zu Embolo und der Sar hätte den Ball annehmen können, läuft aber leider an dem Ball vorbei. Ist wahrscheinlich zu fest konzentriert zum Zurücklaufen. Valero. Für 3 Goal für Fiorentina würde es vielleicht noch länger, aber sie tun sich richtig blöd anstellen und es kommt zum... Aber es gibt doch Eckball und es wird nochmal doppelt ausgewechselt beim FCB. Debrel, Donald Embolo mit dem nach seiner schönen 3 Goal sicher ein Man of the Match. Kommt raus mit dem Boetius zusammen, dafür bekommen die 2 junge Chancen. Kümart und Ite. Basel hat mit offiziellen 5 Verteidiger jetzt und einem offiziellen Stürmer. Aber der Ball ist nicht Sar. Und Trakowski mit der ersten Parade in dem ganzen Spiel. Jetzt kommt nochmal zum Eckball. Und Trakowski macht das aber super. Sofort der Auswurf, aber ist leider sofort die Brust von einem Italiener. Und der Kato greift immer noch an in der 85. Also etwas muss man sagen, die Schweizer wollen Goal schiessen und das machen super. Jetzt Steffen mit der Chance zum 4:0. Steffen, aber das ist ein ganz lascher Schuss. Aber das wäre die Chance zum 4:0. Entschuldigung. Also das Kratz im Hals gehabt. Jetzt fliegt aber der Steffen. Aber der Fiorentina-Goalie hat es sofort gemerkt und ist nochmal rausgerannt. 90 Minuten jetzt dann vorbei. Wie viel lässt der Spanier ausspielen? Es sind noch 3 Minuten, wo
nachgespielt wird. Jetzt Italiener, wahrscheinlich sind sie jetzt mal ein bisschen wach geworden. Ah, es gibt Einwurf für Basler. Steffen setzt sich nochmal durch. Der Ball zum Cedric Itten. Der setzt sich auch nochmal durch. Spielt aber jetzt, sucht die Anspielstation, findet der Steffen. Steffen! Oh, und der Ball ganz knapp vorbei. Fiorentina Glück jetzt Ecke, Zuffi. Und Suchi vorbei. Aber Basel gewinnt mit 3:0 Spiel gegen Florenz. Und da sehen wir ganz klar besser gewesen. Wir haben 4-mal so viele Schüsse gehabt als Florenz. Ein bisschen weniger Ballbesitz, aber das kann nur langsam von uns. Wir haben 80% Passgenauigkeit, Schussgenauigkeit 95%. Man of the Match natürlich Brill, Donald Embolo. Etwas muss ich aber sagen, Schussgenauigkeit und Passgenauigkeit können ein bisschen besser sein. Jetzt schauen wir schon auf die wichtigen Ergebnisse. IB bekommt eine Klatsche mit 4:0 gegen Anderlecht. Und wir können heute noch, wie gesagt, die Schweizer 11 noch fertig bestimmen. Da schauen wir noch, was wir machen. Ich versuche mich am Realen zu heben, das heisst, wir können mehr Stürmer, das heisst nur zu raus. Dafür wir Medien rein. Dann der Zuber raus für den Seferovic. Der Inler raus für den Berami. Verteidigung schon eigentlich mit dem Rodriguez und nicht schon. Dann der Scher innen mit dem. Und wieso haben wir so viel. Wieso wir so viel. Kasam ist glaube gar nicht mitgekommen. Ich glaube der Freiste für mitgekommen. Und der Steffen nehme ich mit statt der Wittmer. Das ist mir lieber, auch weil ich FDP-Trainer bin und weil ich schon die Guten dabei habe. Und komme mit der Schwegler raus. Ist auch nicht dabei. Dafür kommt der Chelsea Fernandes mit. Muss ich kurz schauen, wer haben wir eigentlich nicht mitgenommen dieses Jahr. Zuffi eigentlich ja nicht. Der Valentin Stocker auch nicht. Soviel ich mich erinnern kann. Dafür ist der Derdiak mitgekommen. Ah nein, stimmt nicht. Jetzt habe ich nicht falsch gemacht. Schon, der Derdiak ist gar nicht mitgekommen. Der lohne ich aber den Stocker drin. Und ich nehme den Benaglio raus. Weil der gar nicht richtig mit ist. Und so nehmen wir also mit in der 11 Pressekonferenz. Wir motivieren natürlich unsere Jungs für das letzte Spiel von dieser Folge. Embolo und der Delgado sind sich natürlich bedankt. Jetzt schauen wir noch schnell auf die Tabelle, die ich leider nicht gesehen habe vorher. Und schauen wir mal, wie weit wir sind. Das ist eine Gruppe F. Das geht dahinter. Basel führt also. Groningen und Saint-Étienne haben sich mit 1:1 wieder getrennt. Fiorentina also abgeschlagen hier hinten, hat noch Chancen. Und Basel führt also wegen der besseren Tordifferenz vor Saint-Étienne. Genau das, was wir eigentlich am wollen. So, wir die zwei Spiele noch simulieren. Haben 2 Nachrichten. Spanien abgerast. Gut, dann gehst du halt auf das Deutsche. Wobei ich denke, dass wir im Deutschen nach Spielern sucht, vor allem Basel nicht. Dann gehen wir lieber auf Belgien. Ryan Gold ist sogar für Schottland 11 nominiert worden. Ganz schön. Und IB also mit dem nächsten Match. Das heisst, wir tun unsere 11 wieder umändern. Das heisst, der Watschli kommt wieder hier. Steffen Bjarnason bleibt mir mal drinnen. Der Franzon kommt raus, dafür kommt der Xhaka hier. Der Jakob kommt wieder vor. Dann wollen wir mal auf der diese Startelf als ZOM. Boetius, das ist eigentlich so gut. Ryan Gold auch mal auf der Ersatzbank. Masari, das ist super, das lassen wir gerade so. Wir gehen ins letzte Spiel für heute gegen die Young Boys Bern. Und
Das simulieren wir. Sie haben gegen Anderlecht, wie ich vorhin gesagt, 4-0 verloren, dann gegen Luzern 3-1 gewonnen und gegen Grasshopper wieder verloren. Spielen wir 4-1, 2-1-2. Unsere ist natürlich bekannt wieder die gewohnte 11, ein bisschen umgeändert in den einzelnen Positionen, verletzungs- und gesperrtbedingt. Traoré holt sich die gelbe Karte nach 9 Minuten. Luzern führt 1-0 gegen Thun. Safari holt sich die zweite gelbe Karte. Und Embolo schießt weiter und hört auf, wo Herz Fiorentina aufgehört hat. Und schießt der FCB zum 1-0. Bertona aber mit dem 1-1. Safiri verletzt sich, wo vorher schon Zulechner gekommen ist. Lang kommt Fassar und Safari holt sich die gelb-rote Karte. Wir spielen also 1-1 gegen IW Luzern. Wir haben einen Kantersieg gegen den FC Thun. Wir blicken nochmal schnell. 11 Sperre abgelaufen vom Franzo und Safari ist gesperrt, das wissen wir. Wir blicken nochmal auf die Tabelle. Basel führt also jetzt mit 4 Punkten Vorsprung vor den Young Boys Bern und das Team aus Sion. Zürich hat sich wieder stabilisiert, ist auf dem 4. Platz mit 15 Punkten. Vaduz vom 3. also wieder auf den 5. Platz runtergefallen, aber immer noch oben mit dabei. Aber auf den letzten Platz fehlen dann nur 4 Punkte, was auch wichtig zum Wissen ist. Und dort stecken Luzern, Grasshopper, Thun, Lugano und St. Gallen alle zwischen 3 Punkten. Das heißt, da kann noch viel passieren. Also, in der nächsten Runde, nächsten Folge, spielen wir in dem Fall gegen St. Galler. Dann werden wir gegen die Österreicher spielen. Und gegen die USA simulieren, eventuell auch gegen Sion, das schauen wir noch. Und dann die wichtigen 2 Spiele gegen St. Etienne und gegen IB im Cup. Das werden wir also in den nächsten 2 Folgen sehen. Wenn es euch gefällt, schreibt ein Like da, schreibt einen Kommentar, falls ihr was anderes wollt, falls ich vielleicht ein Keymark mehr spielen soll. Oder wer ihr euch schon mal wünscht für den zum Winter holen und Übernahme von St. Gallen. Ich habe es mitbekommen, aber es ist mir noch nie passiert, dass wir wirklich... Und es ist so, St. Gallen hat scheint ein Angebot von ausländischen Investoren, wo Gelder können einpumpen können, so Red Bull mäßig. Nein, zu einer RB Hashtag in den Kommentaren, gell? Auch gegen RB und gegen die Investoren, die halt so viel Geld eindrücken. Ja, mal schauen, ob St. Gallen, das wird natürlich auch ihnen helfen, dass sie Letzte sind. Eben, aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, falls ihr schon Wünsche habt, wer ich holen soll im Winter. Es wird in den nächsten Tagen ein wichtiges Infovideo kommen, wo auch ihr gefragt sind, wo ich auch eure Meinung brauche und eure Ideen brauche. Also sind gespannt drauf, es müsste, ich glaube, am Montag etwa kommen. Also spätestens am Mittwoch kommt es. Ich muss schauen, wie ich schaffe, weil ich kann schaffen wir den 6er, das heißt 6 Tage hintereinander schaffen, wie Mittwoch. Das passiert halt bei uns im Spital häufiger, da wir recht Personalmangel hat. Aber eben, da könnt ihr gespannt sein auf die nächsten paar Tage. Da kommt also bis am Mittwoch sicher ein Karrieremodus-Video und ein Rocket League-Video. Das müsste ich eigentlich normalerweise schaffen. Es kann sein, dass es ein bisschen später wird, aber leider kann ich nicht früher. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst wie gesagt ein Like da. Ich freue mich über jedes Abo. Teilt ruhig den Kanal, erzählt es euren Kollegen, weil es gibt wirklich nicht viele Schweizer YouTuber, die einen Karrieremodus bei FIFA machen oder allgemein auch Rocket League spielen. Wenn ihr einen anderen Rocket League Spieler kennt von der Schweiz, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Oder einer, der Karrieremodus macht. Ich kenne den Martin. Martin macht ja eine Serie mit Ultimate Team. Und von dem habe ich eigentlich auch die Idee mit FIFA. Eben, schreibt mir alles in die Kommentare, lasst ein Like da. Ich freue mich über jedes Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei FC Basel Karrieremodus. Bis dann und ciao.